Der Fußball-Dienstag. Mit der Manuela Guyer. Das Ergebnis aus dem deutschen Fußball. Ein Relegationsspiel zwischen Werder Bremen und Heidenheim am 2. Juli 2020. Das Spiel geht 0:0 aus. Werder Bremen hat nach einer Ampelkarte nur noch das 10. hoch gespielt. Das Rückspiel ist am 6. Juli und wir werden nächste Woche darüber berichten. DFB-Pokal Final. Bayer Leverkusen gegen FC Bayern München 2:4. Der FC Bayern München holt sich mit dem Sieg der 20. DFB-Pokaltitel in seiner Geschichte. Ein bisschen speziell war, dass 700 Personen erlaubt waren im Olympiastadion zu Berlin. Inklusive der Mannschaft und natürlich auch inklusive allem anderen. Das hat aber für den FC Bayern bedeutet, dass sie rund 100 Delegierte einladen durften. Und das Gleiche hat natürlich auch für Bayer Leverkusen gegolten. Es ist also kein ganz gewöhnliches Finale geworden und es ist auch noch längst nicht so wie hier in der Schweiz, wo eine bestimmte Anzahl von Zuschauern schon wieder erlaubt ist. Der DFB-Pokal selber, also der Pokal, ist von Giovanni Elber, einem ehemaligen Münchner Spieler und ebenfalls DFB-Pokalsieger, ins Olympiastadion gebracht worden zu Berlin, bevor das dann der Pokal an Sieger ist übergeben wurde. Der Fritz Kauer, der DFB-Präsident, hat sich vor dem Pokalspiel, also am Freitag, extra noch einmal auf Corona testen, damit er das Recht hatte, den DFB-Pokal an die Mannschaft zu übergeben. Bei der Meisterschaft war es ja so, dass das nicht möglich war, dass die Meisterschale nicht übergeben werden, sondern dass die Mannschaft die einfach genommen hat. In diesem Fall hier hat sie den Fritz Keller übergeben. Der Fritz Keller hat vor der Übergabe vom DFB-Pokal noch eine Ansprache gehalten an die Mannschaft. In dieser Ansprache hat er es bedauert, dass keine Fans kommen dürfen. Und er hofft, dass das letzte Pokalfinale sei, das ohne Fans stattfindet. Dann kommen wir zu den Nachrichten aus der Bundesliga. Da ist ja im Moment Spielpause. Und jetzt ist natürlich auch klar, wie das Transferfenster aussieht. Das Transferfenster in der Bundesliga sieht so aus, dass es am 1. Juli für einen Tag ist aufgegangen und dann vom 15. Juli bis zum 5. Oktober durchgehend offen ist. Dann teilt am 29. Juni 2020 der FC Augsburg mit, dass der Stefan Lichtsteiner, der letztes Jahr aus London kam, wieder den Verein wird verlassen. Sein Vertrag ist nicht verlängert worden. Und dann hat es einen Kracher gegeben auf Schalke nach den Fanprotesten. Teilt der FC Schalke am 30. Juni mit, dass der Clemens Tönnies ist zurückgetreten, und zwar von all seinen Ämtern und vor allem auch von seinem Amt als Aufsichtsratschef. Letzte Woche haben wir ja darüber berichtet, dass der Clemens Tönnies wegen diesen 1500 Corona-Fällen in seiner Fleischfabrik negativ ist aufgefallen. Und dass es einen Lockdown gegeben hat im Kreis Gütersloh. Und auf das hat jetzt der Club reagiert, beziehungsweise der Tönnies
ist scheinbar von selber zurückgetreten und neuer Aufsichtsratschef ist der Dr. Jens Buchta. Jetzt müssen wir an dieser Stelle noch gerade etwas richtigstellen im Zusammenhang mit der letzten Sendung. In der letzten Sendung haben wir gesagt, dass es einen Lockdown in der Region Gelsenkirchen gäbe. Das ist so nicht ganz korrekt. Gemeint war natürlich der Kreis Gütersloh, dort wo die Fleischfabrik steht. Und die Fleischfabrik steht eben in Gütersloh und nicht in Gelsenkirchen. Darum hat der Lockdown keinen Einfluss auf die Fanproteste. Dann, am 5. Juli teilt der FC Schalke mit, dass sie mit dem 18-jährigen Innenverteidiger Malik Thiaw den Vertrag verlängert haben, und zwar bis ins Jahr 2024. Dann verpflichtet der FC Bayern München der 18-jährige Innenverteidiger Tanguy Kouassi. Der Spieler kommt ablösefrei von PSG und hat den Vertrag bekommen bis ins Jahr 2024. Er hat bereits den Medizincheck absolviert und ist offiziell vorgestellt worden und trägt die Rückennummer 23. Dann vermeldet der FC Bayern noch einen ganz grossen Transfer, und zwar am 3. Juli. Und zwar ist es so, dass der Leroy Sané ist verpflichtet worden, und zwar bis ins Jahr 2025. Der kommt die Rückennummer 10 über. Die Rückennummer 10 hat bislang der Coutinho gehabt. Und es war auch die Rückennummer von Roy Mackay oder eben auch von Arjen Robben. Der Sané kommt von Manchester City her und er hat in diesem Jahr in der Premier League gerade mal 11 Minuten gespielt, und das zwar aus einem einfachen Grund. Letztes Jahr, wo schon ein riesiges Theater war rund um den Transfer von Leroy Sané, ist es so gewesen, dass er eingesetzt wurde und sich bei einem Spiel verletzt hat bei Manchester City. Es hat ziemlich einen Aufreger gegeben wegen dem, dass der Sané eingesetzt wurde. Man kann es gut finden oder nicht. Der Spieler war dann einfach noch bei Manchester City und warum soll er ihn nicht einsetzen? Und aufgrund von dieser Verletzung ist er tatsächlich erst 11 Minuten auf dem Platz der Premier League gestanden. Zum Leihvertrag vom Coutinho beim FC Bayern München ist es so, dass der Leihvertrag ausläuft und die Bayern werden die Kaufoption nicht ziehen oder nicht wollen ziehen. Er ist dann auch einfach zu teuer. Gespielt hat er auf jeden Fall noch beim DFB-Pokalfinal. Dann ist es so, dass der Miroslav Klose, der Trainer war von der U17, zu der Profimannschaft wird als Co-Trainer aufsteigen. Sein Posten bei der U17 wird der Dani Schwarz übernehmen. Und der Dani Schwarz hat in der U19 vom FC Bayern mit dem Martin de Michelis zusammen trainiert, und da kommt jetzt ein neuer Assistent über, und zwar ist das der Stefan Meissner. Dann der Leihvertrag vom Jean-Kevin Augustin bei Leeds United wird nicht bis Saisonende verlängert. Das bedeutet, dass der Jean-Kevin Augustin vorzeitig zum RB Leipzig zurückkommt. Dann ist es so, dass der Pascal Stenzel und der Jérôme Gondorf nicht mehr für den SC Freiburg spielen werden, weil der VfB Stuttgart verpflichtet den Stenzel langfristig, und das Gleiche gilt auch für den Gondorf. Der wird vom KSC verpflichtet. Das heisst, die bleiben dort. Union Berlin hat am 3. Juli vermeldet, dass der Vertrag von Christian Gentner um 1 Jahr ist verlängert wurde.
zur Super League. Das Ergebnis vom 27. Spieltag. Servette gegen IB 1:1. Servette hat eine rote Karte kassiert und darum nur noch das 10. hoch gespielt. IB hat ebenfalls eine rote Karte kassiert und auch nur noch das 10. hoch gespielt. Der FC Lugano gegen Basel 2:1. Der FC Basel hat eine rote Karte kassiert und darum nur noch das 10. hoch gespielt. Xamax gegen St. Gallen 1:2. FC Thun gegen FC Zürich 3:2. Der FC Thun hat nach einer Ampelkarte nur noch das 10. hoch gespielt. FC Sion gegen FC Luzern 0:2. Bei diesem Spieltag hat es 2 Heimsiege, 2 Auswärtssiege und 1 Unentschieden gegeben. Das Ergebnis vom 28. Spieltag. FC Basel gegen Xamax 2:0. FC Zürich gegen Servette 2:0. IB gegen Lugano 3:0. FC Luzern gegen FC Thun 3:0. St. Gallen gegen Sion 2:1. An diesem Spieltag hat es keinen einzigen Platzverweis gegeben und es hat nur Heimsiege gegeben. 5 insgesamt, es waren alle 5 Spiele. Zur Tabelle. Auf Platz 1 St. Gallen mit 57 Punkten. Auf Platz 2 IB mit 55 Punkten. Auf Platz 3 FC Basel mit 49 Punkten. Auf Platz 4 Servette mit 41 Punkten. Auf Platz 5 wegen dem schlechteren Goalverhältnis FC Luzern mit 41 Punkten. Auf Platz 6 ebenfalls wegen dem schlechteren Goalverhältnis FC Zürich mit 41 Punkten. Platz 7 FC Lugano mit 33 Punkten. Platz 8 FC Thun mit 25 Punkten. Platz 9 FC Sion mit 24 Punkten. Platz 10 Xamax mit 22 Punkten. Thun hat an Xamax das Schlusslicht abgeben und ist jetzt eben auf dem 8. Platz. Xamax ist auf einem Abstiegsplatz und der FC Sion ist auf dem Barrageplatz. Nachrichten aus der Super League. Der Transfermarkt in der Schweiz ist seit dem 11. Juni offen und bleibt bis zum 2. September geöffnet. Dann zu der roten Karte am 27. Spieltag. Die ist an Nasame gegangen, bei IB. Der hat seinen Gegenspieler ins Gesicht geschlagen, beziehungsweise später ist gemeldet worden, dass es ein Ohrfeigen war, also ein Waschen. Der Videoschiedsrichter hat das sehr gut gesehen und hat das auch dementsprechend gemeldet. Den gibt es nämlich auch in der Schweiz. Ich selber muss sagen, ich habe das kurz angeschaut und ich hätte es definitiv nicht gesehen. Der Nasame hat 3 Spiele Sperre bekommen für die rote Karte. Ebenfalls zum 27. Spieltag hat es bei Servette eine rote Karte gegeben, und zwar gegen Goalie Frick. Und da bin ich gerade ein bisschen hellhörig geworden, weil Goalies fliegen nämlich nicht einfach so vom Platz. Es ist so, dass der Frick wegen einem dummen Handspiel ist vom Platz geflogen. Er hat außerhalb vom Strafraum den Ball in die Hände genommen und darum hat er natürlich einen Platzverweis kassiert. Es ist sein 3. Platzverweis in der Super League. Für sein Handspiel hat er 1 Spielsperre bekommen. Am Montag, am 29. Juni, ist der Gästensektor im Wankdorf mit neuen Stühlen bestückt worden. Beziehungsweise man hat angefangen mit dem Einbau von gelben Stühlen im Gästensektor. Die Stühle bilden den Schriftzug Wankdorf. Und der Grund für die Umbaumaßnahmen liegt schlicht und einfach daran, dass das Stadion wieder umbenannt wurde. Bisher hat die Heimspielstätte von den Young Boys Stade Suisse geheissen. Seit dem Mittwoch, am 1. Juli, heisst,
das Stadion wieder Wankdorfstadion. Dann gibt es eine traurigere Nachricht aus dem Schiedsrichterbereich. Der Schiedsrichter Henny wird vorerst nicht auf dem Platz pfeifen, weil bei ihm ist Darmkrebs diagnostiziert wurde. Laut den Angaben vom Blick kämpft er sich im Moment zurück auf den Fußballplatz. Dann ist im Profifußball der erste Corona-Fall auftaucht, wie der Blick berichtet. Getroffen hat es einen Spieler vom FC St. Gallen, und zwar der Boris Babic. Der Spieler ist nach Angaben vom Blick in Serbien im Urlaub und mit Corona zurückgekommen. Er ist allerdings wegen einem Kreuzbandriss bislang nicht auf dem Platz gestanden. Laut Angaben vom Spieler gegenüber dem Blick hat er keine Symptome. Wegen einer Terminkollision und der Schweizer Cup-Sieger dieses Jahr nur einen Pokal über. Der Schweizer Cup ist das Äquivalent zum DFB-Pokal. Normalerweise wäre es so, dass der Sieger vom Cup sich für die Europa League Qualifikation qualifiziert. Doch in dieser Saison ist es so, dass die UEFA bis am 3. August wissen will, wer die Europa League Plätze belegt. Bis zum 3. August kann der Schweizer Cup allerdings nicht ausgetragen werden und darum wird jetzt der Platz, wo eigentlich der Schweizer Cup-Sieger überkommt, über die Super League ausgespielt. Dann vermeldet der FC Basel, dass sie den Arthur Cabral verpflichtet haben. Der Spieler kostet 2,2 Millionen Euro und hat einen Vertrag bekommen bis ins Jahr 2023. Der FC Servette teilt am 2. Juli mit, dass 5 Spieler nach dem 30. Juni den Verein werden verlassen. Die Spieler heissen Sebastian Wüttrich, Christoph Muffi, Steven Lang, Ryan Suizi und Jungbein Park. Die meisten Spieler können den Verein frei verlassen. Der Ryan Suici hingegen geht zu seinem Stammverein, dem AS Saint-Étienne, zurück. Zu den Nachrichten aus aller Welt. In Italien, wo der Corona sehr stark gewütet hat, wird seit dem 20. Juni wieder Fußball gespielt. Die Spiele finden allerdings noch ohne Zuschauer statt. In den USA hingegen wird kein Fußball gespielt. Die Spiele sind alle abgesagt. Dann noch zu Russland. Russland, das ja schon mehrere Fälle hatte, kommt offensichtlich nicht zur Ruhe. Doch bei dieser Meldung hier ist jetzt mal nicht die russische Liga die schuld, sondern ich gehe eher davon aus, dass Google da Mist gebaut hat. Wir haben ja letzte Woche berichtet, dass der FC Orenburg ein Spiel musste absagen und das am grünen Tisch hat verloren. Sie haben auch ein weiteres Spiel, ein zweites Spiel müssen absagen und auch das ist am grünen Tisch verloren gegangen. Was man natürlich muss wissen ist, der FC Orenburg kann am grünen Tisch gar nicht gewinnen. Schlicht und einfach, weil sie Corona-Fälle haben und keine Möglichkeit, den Spieler zu schicken. Darum geht das Spiel immer zugunsten vom Gegner vom FC Orenburg. Jetzt ist es so, dass auf Google, wenn man dort die Daten eingibt, also wenn man schauen will, was der FC Orenburg gemacht hat, dass dort steht, das Spiel sei abgebrochen worden. Da das Spiel aber gar nicht erst abgepfiffen wurde, ist es relativ schwierig, dass das Spiel abgebrochen worden ist. Also es hat eigentlich gar nicht stattgefunden. Ist also eine lustige Aussage von Google.